Am Kader vum Pilotprojekt wat Sexualerziehung bei de Jonken huet also Philosoprof de Norbert Kampagne op eng Table rond an eusem Festsaal invitéiert. Dabei vom Conseil national des femmes luxembourgeoises, Danne Kraska, vom Ministère de l'égalité des chances de Ralf Kaff und Sarah Pfeiffer wat freier beim Drop-in geschafft huet an Haut an der Kanner a Jugendpsychiatrie hëlleft. Sie hunn de Schüler riet an Antwort gestanen. De Scott und Melissa vun der Premiere A hunn Table rond geleet. De Nobel-Kampagne huet op Nofro vum Ministère direkt de Projekt lancéiert. He beschäftigt sich auch schon méi lang mit dem Thema. Sexualethik am Allgemengen ass fir hine ganz wichtig Thema, wo en och ëmmerem ganz akut Bereiche kann uschwätzen, ewéi zum Beispiel dat vum Livrechoir. Prostitution ass awer net nëmmen de konjunkturell Thema. Prostitution ass am engen Äen och Appes, wo en d'Méiglechkeet huet, iwwer seg ege Sexualitéit notzedenken. Neuerstes kéier dat Schüler awer aktiv mat agebonne goufen. Die Idee war déi, dats de Enseignant mat hire Schüler ze summen Apps zum Thema auffallen losen. So auch zum Beispiel beim Dan Luciani Moralsprof am LGE. A Sänger Klasse hunn sich Schüler mat der Geisha beschäftigt. Den Ulzig-Kanal war in dem Kontext am Optionskur Kultur et Société an huet de Schüler bei ihrer Präparation iwwer d'Schëllere geguckt. Moin all go. Also, es sitze lo als Summe 4 eng Auswertung von dem Thema zu machen von der Geishern am Kontext von der Prostitution. Dafür hunnech kann drun dem Brainstorming abgeschrieben, den da für enger Zeit schon gemacht hat, zum Thema von der Prostitution. Und das Punkt, den man effektiv Herz leitet, dass die froh ass, dass man der Stellprostitution tatsächlich eng zur Verfügung stelle vom Körper do. Wie das mal hier am Kurs sind, Kultur et Société, und ich das Thema von der Geisha gewählt, das largement mit der Prostitution assoziiert gëtt, und du der dann die Arbeiten darüber gemacht. Wir haben eine kleine Auswertung davon, eine kleine Präsentation, und da kommen wir nun einmal auf die Frage zurück, stellt eigentlich das Service von einer Geisha oder eine Form von Prostitution da, oder nicht? Kleiner nicht, wir machen also wie gesagt eine kleine Aufklärung. Geisha hier arbeitet, also die Leute zu begleiten, respektiv prinzipiell sollen sie Männer begleiten, an da zum Beispiel, wenn sie Obenierse gehen oder Martinen an de Kino gehen, an all die normalen Sachen aus dem Alltag. Voilà, was muss in der Matze springen, für ein gut Geisha zu sein? Es sind zwei Sachen, die prinzipiell wichtig sind. Der erste, dass ein Geisha muss singen können und muss auch tanzen können. Voilà. Und natürlich muss doch einen guten Hintergrund haben am Niveau von ihrem Wissen, und es muss auch ein gutes Bild von sich geben. Früher war es so, dass Geisha immer an einer speziellen Schule ausgebildet wurden. Lo ist das aber nicht mehr der Fall. Lo gehen so einfach an normale Institutionen, wo sie dann das Beibruch kriegen, was sie dann müssen wissen, für den Beruf können auszuführen. Wenn ich in der Geisha, muss ich wenigstens 20 Jahre alt sein. Verschiedene Geisha, die haben auch eine sexuelle Konnotation mit ihren Klienten, das heißt, sie schlafen noch mit ihnen, aber das ist keine Muss-Sache. Also es gibt viel mehr Geisha, die nicht mit ihren Klienten schlafen, wie das der Fall ist. Und das Zweite, dass es auch selten, dass ein Geisha zweimal mit derselben Person etwas möchte. Ich komme dann zum vierten Punkt. Wichtig am Beruf von einer Geisha sind noch vor allem Kunst. Sie benutzen zum Beispiel den Shamisen, das ist ein Saiteninstrument. Und das hilft ihnen auch, mehr Klienten zu kriegen, die sie packen, das perfekt zu spielen. Und ein anderer Punkt ist der Kimono. Das ist ein Hauptmarkenzeichen von der Geisha, neben der Körpersprache. Und der Kimono, das ist ein Zeichen für Luxus. Und unterscheidet Geisha eigentlich von anderen japanischen Frauen. Und der Kimono erleidet Regeln vom Code Sozial. Gibt zum Beispiel Informationen vom Alter von der Frau und auch vom sozialen Status. Die nächste Frage ist dann, inwiefern haben die Rolle von einer Geisha und einer Prostituierten Gemeinsamkeiten? Kann ich vorstellen, dass in diesen zwei Fällen eine miese Disposition vom Körper stattfindet. Aber es muss aber unterscheiden, eine Prostituierte, die bietet einen sexuellen Service an, während ein Geisha meistens nur als Begleitung geht und nicht selten zu einem sexuellen Akt kommt. Und wichtig ist auch, dass ein Geisha im Gegensatz zu einer Prostituierten eine Ausbildung machen müsste, für ihren Beruf auszuüben. Alle stellen geben und erst froh, inwiefern der Aufstand sieht, dass an den zwei Fällen eine miese Disposition stattfindet oder ob der durch eine andere Meinung sieht. Und es gibt eine klare Trennung zwischen Geisha und Prostituiert. Ich fand, dass das am Anfang schon eine zur Verfügungstellung aus vom Körper, aber nicht an dem Sinn wie ein Prostituiert das möchte, weil
kennt ja net also an den meeste Fall net länger zum Geschäftsverkehr an dann as ja auch moralisch für alles net verwerflech. Das eigentlich so das Bild wo mehr vun enger prostituiert hun ass méi vun der Societäit beaflosst en Geicher an eng Kolgel ass mat méi héich klasséierte Leiit NRW also méi mat Suen an so an du fir gin déi or als besser ugesinn. Me de Fett, dat se ihre Kiper zur Verfügung scheinen, bleibt awer deselbechte wie bei der Prostituiert. Ein Geich hat sinn Eichdenks vu Verfügungstellung vum seng Talente ass an net als normal Prostitution ugesi gin. Also für uns ist nicht moralisch verwerflich, weil es ja freiwillig geschieht, sie machen es ja freiwillig und sie können selber darüber entscheiden, ob sie wollen mit dem Klient schlafen oder nicht. Und dafür, ja, also dann von keiner Verfügungstellung vom Körper, hängt immer vom Service auf, was sie machen. Wir hatten noch am Anfang den Unterschied ein bisschen zwischen einer Geisha und einer normaler Prostituierte auch rausgeschrieben. Der Unterschied ist einfach der Fakt, dass ein Prostituierte ihre Körper eben sexuell anbietet, aber ein Geisha nicht. Und das ist am Anfang auch, was an der Societät eben mehr akzeptiert ist, dass es nicht sexuell eben bedingt ist, mir eben just für ein Desir zu satisfizieren, wo eben außerhalb vom sexuellen Bereich eben ist. Für die Norbert-Kampagne ist es klar, dass das Thema zu ganz kontroversen Debatten in unserer Gesellschaft führt. Eine Ideallösung gibt es bislang noch nicht. Ein Mittelweg zu finden, wo jeder mit seinem Körper machen wie er will, und gleichzeitig aber auch kein ausgenutzt wird, ist gar nicht so einfach. Wenn nur aber verschiedene junge Leute mit der Prostitution in Kontakt kommen, hat uns ein Interview mit einem Klient gewiesen, der mit 17 Jahren für die Hälfte von so Service profitiert hat. Wie viel du hin, stellen sich normalerweise nicht so viel Fragen. Das ist meistens am Auto, da läuft Musik, da lachen die Leute, da lachen sie mit denen. Und das sind die meisten Sachen, die ihr möchtet von den Jungs, das sind damit, über denen sich richtig bewusst geht. Und voilà, ich meine, das Kind, den du hinfährst, sich nur so viele Gedanken darüber stellt, für was das möchte. Das ist da du nur, auch noch schon ein bisschen von in der Band, also noch immer von den Kollegen getrennt geht, weil die einzeln auf Zimmer gehen und in dann länger ist. Auch noch da nur eben, wie gesagt, weil meistens können die nicht zur gleichen Zeit raus und dann hat die noch ein paar Momente mit sich und natürlich von ihnen daheim ist. Es waren Aussagen, die bei den Schülern aber doch zu viel Erstaunen gesucht haben. Wovon ich sicher kann schwätzen, da tun ich auch ganz viel gesehen. Eigentlich mehr gesehen, wie man da lebt, das sind also Leute aus Heige, Lycée-Klassen. Auch noch da noch von der Uni, die aber da regelmäßig Puzzle schön, das wird verkehren. Und das uns nachher für den Akt bezahlen. Und das ist ziemlich präsent. Also, es war noch nicht so oft gegangen. Und war aber regelmäßig, dass ich auf der Parking gefahren ist und ein Auto gesehen hat von einem Kollegen, der bei einem am Lycée ist. Oder ein Kollege gesehen hat gekommen und dann ein bisschen von der Decke geschwärzt hat und dann gegangen ist. Also, das ist schon ziemlich. Das kennt auch immer mehr. Ich denke, das ist auch das ist einfach eine Konsequenz von der Art und Weise, wie sich die Leute heute präsentieren und wie eigentlich Intimität immer mehr verloren geht. Aber wenn die Schule eine Rolle hat, dann ist es, Hitfragen zu helfen, nachzudenken. Es war bei so einem heiklen Thema wie das von der Prostitution nicht ganz einfach, Schüler zu finden, für bei so einem Projekt mitzuarbeiten. Wenn ein Kanner hat, die sich nicht mehr vorstellen können, ohne irgendwelche heterogene Kulturtechnologien wie Handy, wie Fernsehen, wie Smartphones dabei sind zu existieren, und die sich auf der anderen Seite aber können vorstellen, wie ungeschützt Zwölfjährige sich können, egal wie, auf verschiedenen sozialen Netzwerken weisen. Ich meine, dass das heutzutage immer mehr dringlich ist, und ich meine, die Schule ist ja aber die Platz, wo ihn über so etwas missschwätzen, weil die Erziehung daheim geht eigentlich nicht durch. Und ich meine, dass zumindest das Thema Sexualität an der Schule ein bisschen zu kurz kommt. Vielleicht nur nicht direkt auf Setting über Prostitution, aber dass in der Schule viel mehr offen müsste man da umgehen und viel mehr müssten kann die ganz Facetten davon präsentieren.
zumal an einem Zeitalter, wo die Education der mediale Entwicklung meileweit an drin hängt. Prostitution tabuisiert also noch immer. Eg Möglichkeit für das méi iwwer das Problematik geschwart gëtt, gesimmer an Zukunft vielleicht Frankreich. Weil he sollt an denen nächste Woche ein Gesetz gestimmt gehen, an dem die Lycée verpflichtet gehen, Prostitution an ihre Kuren zu trätieren und darüber abzuklären. Vielleicht müssen sie noch bei uns am Land und so eine Möglichkeit denken.